Ich begrüße euch mit dem Wochenspruch vom Sonntag Sexagesime. 60 Tage vor Ostern heisst das. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Das lesen wir im Hebräerbrief 3,15. Und wenn wir sagen heute oder auch hören heute, dann merken wir, es hat etwas mit der Zeit zu tun. Die Zeit seht ihr hier symbolisch dargestellt von dem Uhrwerk von der Turmuhr in Wattenwil in der Kirche. Das wird jetzt immer ein bisschen der Hintergrund sein, wie ein Aufhänger von diesem Thema, aber es geht natürlich weit über das aus. Die Uhr selber ist ja ein Messinstrument, wo man der Zeit irgendwie Zahlen und Namen geben kann. Gott selber ist ein Wesen, das der Zeit einen Sinn und eine Erfüllung geben kann. Das ist beides nicht ganz das Gleiche. Und man fragt sich überhaupt, ob Zeit etwas ist, was es gibt. Weil wir leben ja eigentlich immer nur im Heute, im Moment. Etwas anderes gibt es gar nicht für uns real. Für uns gibt es nur die Gegenwart, wo dann plötzlich auch Gottes Stimme reinkommen kann. Ein alter Traum der Menschen war ja immer, die Zeit zu beherrschen. Und zwar so, dass man dann nicht mehr ein Gefangener ist von seiner eigenen Zeit. Oder jemand auf dem Fließband, der einfach vorwärts transportiert wird. Nein, wir hätten eine Zeitmaschine und dann könnte man als Quereinsteiger plötzlich irgendwo in einem anderen Zeitalter auftauchen. Aber das ist gar nicht nötig. Eine solche Zeitmaschine hat Gott uns nämlich gegeben, wo wir Zeit zu Ewigkeit umwandeln können. Genau der alte Traum, der kann sich erfüllen in einem Menschenleben, dass er plötzlich aus seiner engen Zeit rauskommt in etwas noch Grösseres rein, nämlich wenn er Gottes Stimme hört und er Glaubensschritte macht, dann fängt für ihn auch schon ein Stück weit Leben in Ewigkeitsdimensionen an. Wie trostlos die Zeit verrinnen, sieht man ja so bei einer einfältigen Sanguhr. Sie macht es uns vor. Sang ist am Schluss alles zusammen Dunger, ist wieder zu Staub geworden. Die Zeit ist vorbei, ist verrunnen. Aber ich habe gesagt, es gibt eine Art Zeitmaschine, die aus dem Sang etwas Besseres machen kann. Aus Zeit kann Ewigkeit machen. Das hat sehr viel zu tun mit unserem Herz. H wie Herz, wie ihr hier seht. Oder eben auch mit dem Heute von Gott, wo er sagt, heute kann das geschehen. Oder eben auch mit dem Heil von Gott. Das heisst, Sachen können heil werden, wenn wir auf seine Stimme hören und das nicht einfach alles zusammen verpassen. Und ich zeige euch jetzt, wie hier eine grössere Sanguhr entsteht. So, das steht für unser Menschenleben, wenn wir anfangen, auf ihn hören. Und wenn sein Wort uns heute und hier in unserem Herz anfängt erreichen. So trifft uns das Leben an, oder wir treffen das Leben so an, dass die Zeit einfach rund und rund. Immer weiter, grauer, trostloser Sang. Es vergeht langsam und wird älter und wesentlich ändert sich nicht viel. Aber so verloren sind wir trotzdem nicht. Wir haben zum Glück ja ein Herz, das heute auf Gott hören kann. Und der ist nicht einfach so ein graues Einerlei vom Leben, das ihm umtreibt, sondern das Wort verwandelt nachher unsere Zeit in eine hohe Qualität. Sang wird zu Silber. Stille wird zu Glaubensschritt. Hören wird zu Gehorsam. Und so kann sehr viel Gutes in unserem Leben ausgelöst werden. Uns allen hat ja Gott so ein gewisses Kontingent Zeit gegeben. Es sind nicht alle Sanguhren gleich gross. Und wenn wir schauen, was im Leben so passiert, viele Leute sagen ja jahrelang, jahrzehntelang, manchmal bis hoch über das Passionsalter raus, ja, da ist immer noch häufig Zeit da oben. Und das macht einem unter Umständen ein bisschen leichtsinnig. Aber man kann das Gegenteil machen und kann hier runterschauen und sagen, schau, was schon alles verrunnen ist, all das habe ich nicht mehr, all das kann ich nicht mehr, schon gleich sterbe ich sicher. Und dann kann man sich in Ängste verzehren. Aber zum Glück gibt es jetzt die Möglichkeit, die wir hier miteinander ein bisschen betrachten, nämlich, dass jemand in die Präsenz von Gott kommt, in das Heute von Gott, dass er sein Herz auftut und dass er sich zureden von seinem Gott. Und dann sieht plötzlich alles komplett anders aus. Wie wichtig es ist, in diesem Heute von Gott zu leben, zeigt ein kleines Geschichtchen. Einer ist spazieren am Gomersee, kommt so auf einer Halbinsel am äußersten Spitz zu einer wunderbaren Villa, sieht, dass dort ein Gärtner fleissig ist, hat gefragt, wem ist das Haus? Ja, das ist meine Herrin, die ist aber schon 24 Jahre weg. Ja, wie manchmal ist sie in dieser Zeit? Ja, etwa 4 Mal. Und wann war sie das letzte Mal hier gewesen? Vor 12 Jahren. Ja, dann könnte sie ja morgen wieder kommen. Darum tut er so schön schneiden und pflegen. Dann hat der Gärtner gesagt, Oggi, Signore, Oggi. Das heisst,
Heute können sie zurückkommen. Das ist also einer, der komplett in der Gegenwart gelebt hat, von der Erwartung, dass die Herrin auf ihrer Villa auftauchen wird. Viele strecken immer ein bisschen ihre Nase in die Zukunft rein, irgendwo zwischen die Sterne rein oder in die Bücher von der Wahrsagerei. Oder man kann das auch bei der Bibel machen, wo man sagt, ja, wie ich heute lebe, der Schlüssel dazu liefert mir meine Zukunft. Das, was ich weiss, was auf mich zukommt, das wird meine Gegenwart komplett bestimmen. Und das ist genau die Frage, die wir uns im zweiten Teil werden stellen. Hat die Zukunft der eigentliche Schlüssel zu einem erfolgreichen Leben in der Gegenwart?